Unser Leben, beruflich wie privat, wird enorm stark geprägt durch unsere täglichen Gewohnheiten. Und das Spezielle an unseren täglichen Gewohnheiten ist der kumulative Effekt, den sie haben. Was meine ich damit? Wir gehen im Regelfall davon aus, dass Gewohnheiten einem linearen Muster folgen. Also wenn ich etwas 10-mal mache, dass es 10-mal so einen grossen Effekt hat, wie wenn ich es einmal mache. Das ist aber nicht so, sondern es ist ein exponentieller Zusammenhang. Das heisst, es passiert sehr, sehr lang nichts. Ihr könnt sagen, okay, ich will regelmässig Sport treiben und fit werden. Und dann geht ihr 10-mal ins Fitnessstudio und ihr werdet noch keine Veränderung feststellen. Und auch nach dem 20. Mal wird die Veränderung, die ihr wahrnehmt, erst sehr, sehr klein sein. Mit der Zeit aber, wenn ihr dranbleibt, wird der exponentielle Effekt spürbar werden. Und beim 100., 200. Mal, wo ihr geht, werdet ihr auf einmal eine enorme Verbesserung feststellen. Der Effekt, in den Finanzen redet man ja vom Zinseszinseffekt, oder der Einstein hat gesagt, das ist das 8. Weltwunder. Der Effekt funktioniert sowohl bei guten wie auch bei schlechten Gewohnheiten. Also ein Beispiel für eine schlechte Gewohnheit ist der Tabakkonsum. Sie können ein Jahr, 2 Jahre intensiv rauchen und das kann noch überhaupt keine schädlichen Einflüsse auf eure Gesundheit haben. Die machen das Ganze 15, 20 Jahre und dann werden die gesundheitlichen Folgen in aller Regel sehr, sehr gravierend sein. Interessant ist es, wie man sein Leben zum Positiven wandeln kann, indem man ganz gezielt solche tägliche Gewohnheiten in sein Leben einbaut. Und zwar gibt es dort eine Zauberformel. Und die Zauberformel heisst, radikale, kleine Änderungen plus Konsistenz plus Zeit gibt enorme Ergebnisse. Ich möchte euch dazu einladen, das für euch selber einmal zu reflektieren und zu überlegen, welche Gewohnheiten ihr auf der einen Seite abstellen wollt, auf der anderen Seite neu in euer Leben aufnehmen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann findet ihr Blogbeiträge von mir auf meiner Homepage zu diesem Thema oder ich stehe euch sehr gerne persönlich zur Verfügung.